Weiß nicht. So, ja, da, komm Abpraller! Guten Morgen und willkommen zurück zu den Playoffs von unserer SCB-Saison. Die ersten beiden Matches gegen den EHC Biel haben wir ja können für uns entscheiden. Und somit, wenn wir die beiden heutigen Matches gewinnen sollten, stehen wir bei dem bereits im Halbfinale der Playoffs. Ob uns das jetzt wird gelingen oder nicht, das erfährst du nur, wenn du dir das ganze Video bis zum Schluss reinziehst. Und damit du nicht länger warten musst, starten wir jetzt direkt rein. Los! Geht's. Wir sind am Bulli-Kreis und ready für Spiel Nummer 3. Und gewinnen wir das Bulli? Natürlich gewinnen wir es nicht. Wir sind ja gewohnt, dass wir in der letzten Zeit einfach keine Bullis mehr gewinnen. Oh, was für ein Save vom Goalie. Oh, schön dazwischen. Und jetzt ab. Jawohl. Ab dafür. Ab dafür. Und rein damit. Nein, Abpraller. Nein, das gibt's doch nicht. Wieso machen wir da kein Goal? Oh, oh. Scheiße. Scheiße, Goal ist schön. Wir sind wieder im gegnerischen Drittel drin. Sehr schön, Chiba läuft. Jetzt kommt der Schuss und der Ablenker. Nein! Okay, wir haben Chiba. Jetzt Pass für ihn. Jawohl. Yes. Zack, bam. Und nochmal Zack. Nein, jetzt habe ich am nächsten Pfosten und es hat nicht geklappt. Okay, jetzt rechts über. Nochmal eins über. Sehr schön. Abdrehen. Passen. Und jetzt ein Schuss und der Abpraller. Komm, den kriegen wir. Nein, wir kriegen ihn nicht. Da haben wir das erste Unterzahlspiel, das wir überstehen müssen. Und es wird heikel, es wird verdammt heikel. Oh, zum Glück haben sie verzogen da, oder einfach zu spät gewesen, was auch immer, egal. Wir greifen jetzt an. Und wie wir angreifen. Komm schon, Haas. Abdrehen. Passen. Und nein, so schlecht von mir. Thailand, Zacke. Es hat nichts geklappt. Ich wollte einfach immer reingehen. Ich bin nicht reingekommen. Und ach, was auch immer. Und was passiert denn, wenn man einfach was auch immer macht? Genau, man kassiert ein Goal. 0:1 im Rückstand. Die nächste Strafe ist gegen uns angezeigt. Wir gewinnen aber ein wichtiges Bulli. Verlieren aber wieder die Chiba. Oh nein. Schön, Goalie. Unterzahl spielen ist mühsam. Goalie. Oh mein Gott, der verzeugt. Doppelte Unterzahl. Aber egal, wir greifen an. Und wir machen kein Goal. Nein. Oh mein Gott, wir kommen raus. Ja. Und ja! Jawohl! Wir sind aus dem Gewusel rausgekommen. Perfekter Konter in Unterzahl. Und das ist der Ausgleich. Yes! Oh, wichtig sind mit dem Stock dazwischen. Noch wichtiger der zweite. Komm schon, nein, so schade. Ich probiere mich zu konzentrieren beim Angreifen und erst recht beim Verteidigen, aber es bringt einfach nichts. Hey, was ist jetzt los? Hey, aber wir kehren den Match noch. Es steht erst 1:2. Es ist noch gar nicht verloren. Kommen Jungs, wir müssen da einen schönen Angriff herkriegen und wir kriegen das auch an. Pass hinter, jetzt ein Schuss und Abpraller. Nein, wieso kriegen wir da keinen Abpraller? Wir brauchen gefährliche Angriffe und der Angriff, der könnte jetzt auch gefährlich werden und er wird... Ja, er wird ein Scheiß, weil er abblockt wird. Letztes Drittel, das zweite müssen wir einfach vergessen. Oh mein Gott, der Pass kommt noch durch. Und der Schuss geht in der Fanghändchen. Mann! Achtung, Jürg, Achtung. Zustellen die Pässe. Oh, schön blockiert, der Goal. Und jetzt an unseren Angriff. Schnell Führer. Und Goal machen. Nein, wieso nicht? Wegtatschen, der sich. Chiba hat aber gleich den Gegner. Das gibt's einfach nicht. Das gibt's nicht. Das schön Goalie. Ja, jetzt sind wir drin. Passen. Nochmal passen, schiessen. Und der Goalie pariert, aber der Nachschuss pariert er nicht mehr. Und da ist er. Der Ausgleich. Jawohl. Yes, geil. Achtung, Jürg. Achtung, jetzt kommen sie wieder. Sehr schön. Perfekt. Und jetzt wieder Führer. Weiß nicht. So. Ja. Da, komm, Abpraller. Was für ein komischer Abpraller. Es ist mir aber scheißegal, wie komisch so einer ist, solange er erfolgreich ist. Und jetzt haben wir die Führung zum 3:2. Yes! Wir brauchen unbedingt aber eine weitere Kiste. Und die Kiste werden wir jetzt hier erzielen, indem wir einfach hier durchkommen und schiessen. Abpraller kriegen wir das mal nicht. Aufgepasst. Vor dem Angriff von der Bieler. Nein. Schön, Goalie. Wichtiger Save. Oh mein Gott, der Johnson saved uns momentan die Führung. So, wieder positioniert. Hoffentlich so halbwegs. Oder mit Glück noch. Nein, leider kein Glück. Ja, jetzt sind sie der Goalie aus. Jetzt müssen wir uns so schnell wie möglich die Scheibe holen. So schnell wie möglich brauchten wir die Scheibe. Nein.
Kein Goal kassieren, kein Goal kassieren. Schön dazwischen. Oh yes, jetzt haben wir sie. Oh mein Gott, die Scheibe rein. Ja, sie geht tatsächlich wieder. Das war nur ein Freischuss. Die Scheibe geht rein. Yes. 4:2. Jawohl. Wir gewinnen Match Nummer 3 mit 4:2. Ich habe es ja gesagt nach dem 1:2 für Biel, dass wir den Match noch kehren. Und wir haben gekehrt. Und jetzt geht es ab ins Spiel Nummer 4. Und da sind wir am Bulli-Kreise. Wir spielen auswärts gegen Biel. Gewinnen das Bulli, sehr wichtig. Und dann mache ich natürlich einen Fehlpass. Jawohl. So, Führung. Führung! Das gibt's doch nicht. Wieso mache ich da das Goal nicht? Scheiße, Fehlpass von mir. Führt zu einer ganz heiklen Situation. Und zwar eine zu heikle fucking Situation. Wir kassieren wieder eine Kiste. 0:1 im Rückstand. Bereits auch da im Spiel Nummer 4. Aber egal, wir werden den Match noch kehren. Wir haben Spiel Nummer 3 gekehrt. Wieso sollten wir nicht Spiel Nummer 4 auch kehren? Wenn so Querpass nämlich angekommen würden. Komm, wenn wir ein Unterzahlspiel überstehen und am besten übersteht man das wie? Genau, indem wir ein Goal würden schiessen. Aber da werden wir ganz klar umgetatscht. 1 gegen 3 Situationen, wo der Goalie schön saved. Aber da kann der Goalie nichts mehr machen, weil einfach nur noch gegnerische Spieler in unserem Drittel drin sind. Und logische Schlussfolgerung 0:2 jetzt im Rückstand. Ach du Scheiße, ich habe nach 5 Minuten Strafe kassiert. Ich meine, ich nur eine 2 Minuten Strafe. Scheiße. Das heisst, ich muss weiterhin in Unterzahl spielen. Was gar nicht gut ist, aber die Parade. Nein, 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 nein. Das nächste Goal 0:3. Aber wir müssen noch 5 Minuten in Unterzahl spielen. Und somit geht es jetzt natürlich weiter mit 4. Oh mein Gott, mit 5 gegen 4 für den Gegner. Oh mein Gott, du. Das heißt, wir brauchen jetzt so schnell wie möglich ein Unterzahlgoal. Aber ich verzeihe. Und Biel macht da natürlich logischerweise hohen Druck. Aber auch wir können da Druck machen mit Checken. Und jetzt, jawohl, komm schon. Jetzt der Pass und jetzt das Goal. Jawohl, da ist es. Wichtiges Goal zum 1:3. Verdammt wichtig, dass wir das jetzt schiessen können. Und wir haben es geschossen. Ich wüsste was, 4 gegen 5 ist doch langweilig. Machen wir doch 5 gegen 3. Hey. Oh, danke, das Goalie. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hey, ich habe schon gedacht, nein, 4:1. Aber das Goalie für uns haut dann nur safe raus. Aber jetzt kann ich sagen, 1:4, da hat der Johnson wieder absolut keine Chance gehabt. Schöne erste Parade und dann Abpraller Goal. Also, egal, wir sind noch im ersten Drittel, wir haben noch vorig Zeit, um den Match zu kehren. Noch zweites Drittel und da ist es jetzt verdammt wichtig, zum Goal schiessen und keine mehr kassieren. Dankeschön, Johnson. Und jetzt einfach führen, die einfachen Plays machen. Oh mein Gott, ich habe schon gemeint, er lenkt ihn ab, weg vom Goal, aber die Scheibe ist doch noch drin. 2:4, yes! Okay, Wang, so, komm schon für ihn. Zack, jawohl, Passa, schiessen, Goalie pariert, das gibt's doch nicht. Kommen, ja. Du machst doch keinen Poke-Check und ich mach kein Goal. So, Strafanzeige gegen Biel, das müssen wir doch ausnutzen. Das können wir doch ausnutzen. Okay, wir haben einfach einen Boxkampf. Das nehme ich auch. Nehme ich natürlich auch sehr gern. Besonders wenn wir würden für uns entscheiden. Und es sieht gut aus. Komm schon, jetzt noch 1, 2 Touch. Da, jetzt. Jawohl, K.O. Yes. So, jetzt der Schwung mitnehmen aus dem Kampf und der Anschlusstreffer erzielen. Und wir erzielen ihn auch gerade perfekt mit dem Querpass. Einmal mehr. Und jetzt sind wir wieder zurück im Spiel. Okay, wir müssen einmal mehr wieder Unterzahl spielen, aber ihr kennt es. Wir greifen weiterhin an und wir machen auch das Goal. Oh mein Gott, ey. Gerade nach dem Anschlusstreffer kassieren wir eine Strafe. Und die Strafe bringt uns das Glück, denn wir erzielen den Ausgleich zum 4:4. So, komm, machen wir noch schnell den Führungstreffer im zweiten Drittel. Komm schon, nein, Mann! Ja, wir sind im letzten Drittel. Ein bisschen gespielt worden ist schon, aber nichts Relevanz passiert. Und jetzt sieht es nach aus, als ob etwas könnte passieren. Nämlich für uns. Ein Goal für uns, wenn wir da perfekt angreifen können. Abdrehen, so, passen und komm, Abpraller! Nein, der Goalie kann safen. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass das Team das nächste Goal macht?
Oh mein Gott, was für ein Save von Johnson, du. Also der Save ist gerade doppelt dreifach wichtig, weil ich irgendwie sagen, das Team wahrscheinlich, das nächste Goal macht, könnte den Match auch gewinnen. Und aus dem Grund sollten wir das Team sein, das das Goal macht. Erst recht jetzt, wo wir Powerplay spielen können. Kommt schon Meier. Und jetzt gibt er den Pass und jetzt machen wir das Goal. Jawohl, wir machen das Goal. 5:4. Wir haben den Match endlich kehren. Okay, aufgepasst. Jetzt nicht wieder den Ausgleich kassieren. Nein. Goalie. Wo ist Schieber? Heb sie. Er hebt sie auch. Dankeschön. Ich will endlich wieder mal ein Bulli-Goal haben. So viel Mal Bullis jetzt gewonnen und kein Goal mehr gemacht. Vielleicht mit dem Abpraller. Ja, ein Bulli-Goal, Abpraller-Goal, wie man dem auch will sagen. Auf jeden Fall ist es 6:4. Wir haben uns sowas von zurückgekämpft. Und jetzt habe sogar noch die Führung ausbauen. So, die letzten paar Sekunden laufen. Bieler haben den Goalie draus, aber hey, ich bin ehrlich, ein weiteres Goal haben wir nicht verdient. Darum mache ich das auch nicht, sondern wir jubeln da lieber gemeinsam. Wir haben dort Viertelfinals können für uns entscheiden. 4 Matches, 4 Siege und die letzten beiden Matches haben wir uns wirklich jeweils zurückkämpfen. Und wir haben es gemacht. Mit Kampf haben wir es geschafft. Wir sind jetzt in der Halbfinals. Richtig geil. Und ich bin extrem gespannt, wie wird es in der nächsten Folge, wie wird es mit den Halbfinals weitergehen, wer wird unser Gegner. Ich zeige dir jetzt bereits hier im Hintergrund die aktuelle Situation der Viertelfinals. Schreib mir doch jetzt unten in die Kommentare rein, was du denkst, wer wird im Halbfinale auf uns treffen, beziehungsweise auf wer werden wir treffen. Ich auf jeden Fall bin extrem gespannt und kann es kaum erwarten. Wenn es dir genauso geht, unbedingt das Glöckchen aktivieren, abonnieren, Daumen nach oben da lassen, wenn dir das Ganze gefallen hat. Dann für heute, für das, bin ich jetzt einfach, das Deutsch von mir ist scheiße. Und aus dem Grund bin ich raus und wünsche dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!